Weiter geht's hier bei Hyrule Warriors im Master Quest Modus. Genau, mit der Version 1.3.0 und dem neuesten DLC, dem Master Quest DLC. Oh mein Gott, Freunde, was hat das wohl zu bedeuten? Tja, ziemlich viel. Einerseits neue Kostüme, neue Waffen, neue Legenden-Modus, Abenteuer, man hier schon ein bisschen sehen kann. Oder irgendwie auch nicht ganz, aber ist egal. Und auch 3 neue Charaktere bereits. Oh ja. Tja, diese neuen Charaktere sind natürlich, wie könnte es sein, die Schattenseiten Hyrule, sprich die 3 Bösewichte, Cia, Vulga und Pyroma. Yep, hier natürlich auf Kämpfer. Ich werde jetzt die schwarze Zauberin erstmal hier noch auf normal. Hallo, wie geht das? X, was soll ich da? Hell, dann schlecht. Ja, vielleicht zum Schluss mal so mal zum Testen, aber momentan erstmal auf normal. Mit der dunklen Zauberin Cia, die mittlerweile ein paar neue Kostüme zu bieten hat. Ach du Scheibenkleist. Das erste Mal mit Maske, also ganz normal, wie man es jetzt zum ersten Mal gesehen hat. Dann noch ohne Maske, dann gibt es natürlich noch ohne Hut. Und dann noch in einer, wie ich sagen würde, fast schon Light-Verfassung. Jetzt ein bisschen mehr an und so. Und vor allem im Vergleich dazu. Aber hier wird es jetzt so gebräunt und hier schon was ein bisschen blass. Ja, die Hüter in der Zeit, so also die haben das Schweinfass beschützt, bevor sie dann von Ganondorf korrumpiert wurde. Apropos Ganon oder Ganondorf, ich habe noch im letzten Part im Kampf gegen Ganon auch ein bisschen angestellt wie der erste Zelda-Zocker. Doch dazu gleich mir jetzt erstmal kurz ein Bazar. Da gibt es bereits etwas zum Upgraden für sie. Natürlich geil. Damit ich nicht ganz ohne irgendwas da rein muss. Ja, wir werden hier natürlich mit Cia jetzt ein bisschen fighten. Ich weiß, wo Durchschwingen ein bisschen was anderes macht, aber das Update auf Master Quest, das kam alles so passend, hey, aber komplett irgendwie vergessen. Plötzlich heute eingeschaltet und dann stand da plötzlich Master Quest Update. Ich dachte mir so, juhu, passt ja supi. Genau, machen wir erstmal das und dann können wir den Abenteuermodus so später immer noch machen. Da rennt uns nicht davon. Ich hoff's zumindest nicht. So, passt soweit auch wieder. Jetzt kriegt sie noch ein paar Medaillen. Lalalala. So, wir haben natürlich noch Vulga, ja, ganz gewohnt, Pyroma. Den Rest haben wir natürlich auch noch, aber die Charaktere brauchen wohl eine Weile, bis wir, obwohl immer schon teilweise was Neues, alter Ganondorf vor allem. Ja, natürlich sind es nicht alle Charaktere, ein paar fehlen noch, eigentlich bereits, mal kurz überlegen, 4 Stück war. Also zwei altbekannte Verbündete halt, das ist ja nichts Neues. Noch 2 Feinde. Also spielen natürlich genau genommen zum einen mal Zant und Giverhim. Und dann noch Agnetha und Prinzessin Ruto. Die fehlen vor allem noch in erster Linie. Also wenn die alle noch kommen, keine Sorge, kann die alle noch im Spiel selber freispielen. Im Abenteuermodus geht das alles. Tja, und künftige DLCs werden auch neue Charaktere beinhalten. Ich glaube sogar, wenn neue Charaktere aus Skyward Sword und Majora's Mask kommen. Na, sagen wir zumindest. Skyward Sword ist natürlich die Auswahl ziemlich eingeschränkt, die dort kommen könnte. Aber Majora's Mask hätte man eigentlich noch ziemlich viel, was man so irgendwie anbieten könnte. Lalala. So, langsam fertig hier, sieht so aus, okay. Ja, wieder schön Lumpen. Das alte Lumpenpack. Wobei ich das Ganze auch später machen kann, wa? Da können wir sowieso zuerst mal mit Cia und Vulga und so kommt gleich alles erst später, wenn überhaupt. Wenn die überhaupt so einen großen Auftritt haben. Naja, und die ganzen Kulturen noch sammeln, auf schwer und alles noch, und Heldenstufe. Alter, das wird noch eine richtige Herausforderung. Lalalala. Den 2 entfernen, okay. Jetzt kommen langsam sicher mal die Utensilien aus. Die letzte Nacht Schwermarkette. Das haben wir leider keine mehr. Toll, braucht man natürlich eine. Ja, Metallplatten, davon haben wir noch viele. So, dann auch noch alle oder was? Sehr gut, Link hat hier oben noch ein Upgrade. Elfenschwert 1 Komboangriff mit Epona. Ja, er ist bereits versaut. Dankeschön, Link. Ja, ist natürlich Komboangriff mit Zauberstab und so. Gibt es sogar noch eine weitere Reihe, nämlich mit dem Krafthandschuh, womit Link auch den Morgenstern schwingen kann. Und Epona ist halt die neue Waffe, die es seit dem Master Quest DLC gibt.
War hier noch alles? Die Unbekannten noch, was sind das alles finden? Gandalfs Juwel, ups. Toll, 2 Stück. Erst bis ich hier alles voll habe, Leute, muss ich noch lange zocken. Vor allem viel Offscreen machen, weil das Ganze da zu zeigen und so aufzunehmen, das puh. Dann will man den Rahmen locker sprengen. Lalala. So, ein Steinmeisterknochen noch. Dankeschön. Dann haben wir neue Angriffe. Lalala. Jo, dankeschön. Aber man sieht ja trotzdem, es fühlt sich lang. Außer natürlich, es kommt irgendwann ein nächstes DLC oder ein nächstes Update, wo plötzlich noch eine zweite, sprich, wo hier das Ganze noch erweitert wird, die ganze Leiste. Ja, das wäre natürlich dann ein bisschen kacke. Kann aber auch nichts mehr, jetzt gehen wir natürlich langsam mit den Utensilien aus. Jo. War zu warten. Also da mit Sia, wie gesagt, nehme ich das mit Maske, das ganz ursprüngliche ist, die erste Mission und so. Und mal ohne Hut und allem. Ne, come on. Machen das hier. Das passt schon, das Zepter, wie es aussieht, wohl ihre einzige Waffe. The goodness driven from her heart, Sia opened the Gate of Souls, summoning vast hordes of monsters to Hyrule. Ganondorf's spirit counseled that her attack must be swift and devastating if she was to be victorious. However, controlling an army would require a commander, and Sia realized she would need a powerful warrior to serve as her general. The perfect candidate came readily to mind, the Dragon Knight of the Elven Caves. If he could be made to serve, such a creature would easily be able to command her minions' obedience. Sia wasted no time. She immediately set off for the Elven Caves in search of her new champion. Ach so war das damals. Interessant. Jo, die Map hat eine eigentlich normale Größe, wa? Wie sieht es mit dem Status aus? Bringen den Ring an dich und besiege Vulga. Hä? Welcher Ring? Na egal. Vulga, der wohl wirklich Nachfahre von Volvagia ist. Vulkan Eldin. Du sagst das hin in der Höhle. Er will mir gehorchen, ob er will oder nicht. Sind Feindliche bereits? Ganz oben und Schatten links an, schlecht. Willst du verboten bringen? Das werden wir nicht zulassen, Alter. Ihr müsst aber, ihr habt keine andere Wahl. Gerade die Truppen des Bösen an. Ja, die natürlich blau sind, ganz klar. Ihr fühlt meine Magie des Schreckens. Alter, die viele Kombinationen drauf. So, denk mal ab zu dem hier. Wer bist du denn? Das obwohl ich nur Level 1 bin. Wow! Gucke mal! Der X-Move! Naja, viel Schaden macht es glaube ich nicht, aber immerhin sieht sie sexy aus, die Gute. Wie das aussieht, ey. Mit den ganzen Schatten links. Wo sollen da? Hier kommen wir rein, stimmt ja. Über einen Tunnelplatz, um nach dem Ring zu suchen. Ja, mache ich ja schon. Ja, wir haben eine neue Leiste, sehe ich gerade. Was bringt mir die? Ja, Power oder was? Merkt davon nichts. Der Tolle kann fliegen, kann aber sonst auch. Ich verstehe es nicht so ganz, was der Zweck des Siebeleisen da oben sein soll. Oder kann ich damit irgendwie einen X-Move schnell auffüllen? Das soll auch sein, wa?
Gar nicht nötig. Das geht auch so schnell genug. Boom. Hier scheint der Ring nicht zu sein. Doof, Mann. Ja, das hat was. Das ist doch doof, Mann. So, mir kann bitte mal die Türen hier aufmachen. Hallo. Na, war klar. Dann geh ich halt runter. Dankeschön. Dankeschön. Was hier wohl eine Skulptur? Ein bisschen gleiche Moves drauf, wa? Die gleichen 2 Special Moves, das kann doch nicht sein. Ha, na gut, den natürlich auch noch. Boom, boom. Oh Mann, ey. Hallo, hier bin ich, die dunkle Zauberin. Ich kann euch alle verzaubern. So, jetzt mal normal der Y-Move, weg da. Doch, die X-Leiste füllt sich so schnell auf, wa? Cool. Yeah, Stufe 2, geil. Was, Stufe 2? Die Tore zur Kristallhöhle sind offen. Aber dort weiter hinten ist etwas. Ja, was könnte das wohl sein, wa? Und such den Ring. Ja, bin ich schon dabei. Nicht immer so stressen. Lalalala. Ihr macht das schon, wa? Im Kampf gegen die Goronen. Wo ist Vulgar? Der ist auf der anderen Seite. Macht gar nichts. Kein Kommentar, nichts dazu. Naja. So, jetzt mal testen. Ich fühle Dunkelheit. Der Ring muss hier sein. Zeige dich. Ja toll, bin ich hier und jetzt? Aha. Der dunkle Hexer Pyroma. Deckt beide aufeinander. Nicht schlecht. Du hast den Ring an... Und der ist für mich, okay? Hat mich erweckt. Was ist euer Wunsch? Also dich könnte ich gebrauchen. Diene mir als Befehlshaber meiner Monsterarmee. Monsterbefehligen? Haha, das könnte mir gefallen. Ich zeige euch meine Macht. Jo, sag sie mal. Haben Sie Gegner. Pyroma darf nicht fliehen und das Hauptquartier darf nicht fallen. Ja, wird ja besonders schwierig sein. Der Weg ist versperrt. Wie kann man wohl zum Drachen? Ich werde doch alle Wünsche erfüllen, meine Gebieterin. Die Tore nach Westen offen. Ja klar, so einfach geht's. Hallo Volga. Bist du der Drache Volga? Folge mir, du kannst deine Zerstörung so freien Lauf lassen. Ich will mich dir nicht anschließen, jetzt geh. Du, ich glaub, den hat unbedingt Bock drauf, Volga. Aber was bringt, ey? Ja, mit Stufe 1 kein Wunder, vielleicht ein bisschen was bezahlen sollen, weil wenn sie abgegradet wird, komplett vergessen, ey. So, not bad. Langsam klappst. Hab das klar. Alter, da kommt es aber da von hinten. Was ist euer lasst sie uns! Nee, 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 man greift eine Dame nicht von hinten an. Was fällt euch ein, ihr Flegel? Oh. Sie ist kein Gegner für uns. Also, haben wir gehört. Unterschätze nicht, ich kann spüren, dass sie große Macht besitzt. Großer Tour auf alle Fälle. Wow! Was wollte ich da hin?
Los geht's, Hexes! Naja, Hexe, Hexe. Wo ist Vulga hin? Das ist unten. Hat er Ansel abgehauen. Gut, dann zeige ich dir meine Macht. Na ja, zeigen Sie mir mal. Lass mal ein paar Monster beschwören. Du, was für eine geile Kombi. Geht einfach immer weiter. Achso, die kann immer weiter Kombis machen. Alter, wie geil. Wurden gesichtet. Und jetzt sind sie alle down. Denn ich habe die Macht. Oder auch nicht. Und etwas Schreckliches geschehen. Lass mich in Ruhe. Wow, oh, die Festungen der Truppen von Vulga. Lass mich in Ruhe. Ah, mit Magic Power. Auch nicht schlecht. Ups, falscher Knopf. Das war falsche R. Nicht getroffen, schlecht. Oh Mann, hey, mir reißt. Sie schicken die Kampfminen an ihre Festungen. Geil, Mann, wo? Nicht wirklich. Auf Richtung Lagerfort, hol. Dorthin war. Wollt ihr noch aufhalten oder wie? Wir müssen gut auf unser Hauptquartier achten. Naja, komm gleich. Noch was zu erledigen. Verhindere, dass die Kampfmine eindringt. Ja, mach gleich, wenn er erst noch. Dankeschön, aber er hat, was er wollte. 500 Feinde besiegt, jo. Beeindruckend, man wird allein vom Zusehen ganz anders, jo. Cool, wa? Nordplatz gesichtet, ja gut, sollen wir mal. Wir waren nicht schnell genug, verdammt mich. Ja, bin schon dabei. Du bleibst mal hier, schön. Bleib schön stehen hier. Schon Kampfminen an ihre Festungen. Schon wieder. So, bleibt der mal langsam stehen hier. Nee, natürlich nicht, die geht auch weiter. So, die wäre im Arsch. Natürlich noch Schaden gemacht, ist klar. Den Hexer. Hex. Kann doch zum Schweigen bringen. Ja, dann mach das doch mal. Oh, ganz langsam. Alter, der hat einen kurzen Weg. Nein, dann nicht explodieren! So, jetzt kann sie von mir aus. Kein Schaden zugefügt. Okay, komm, ganz entlang. Das geht noch gar nicht. Wir müssen eigentlich langsam mal die starken Truppen hier platt machen, wa? Und hier, voll in die Fresse, Mann! Aua! Hab dich! Mann, sie ist einfach zu lahmarschig! Viel zu lahmarschig. Spürt meine finstere Macht. Ja, dann fällt er halt. So. Jetzt auch voll im Griff. Außen vorbei. Verdammt mich. Boah, was ist denn hier los? Eine Monsterparty hier.
Gestärkt aus dem Südplatz gesichtet. Wow. Was episch aussehen tut's hier, muss man zugeben. Das Kultur taucht auf. Jetzt bist du dran. Yo. Ist hier kein Skulptur? Dafür gibt es ja gar keine, kann voraus sein. So, der Platz wäre erobert. Hui. Und ab zum nächsten Platz. Aber das wollen wir dann auch erst im nächsten Part genauer anschauen. Hier bei Hyrule Warriors mit Sia in der Hauptrolle, die ihre Strecke rekrutieren muss und das irgendwie doch zumindest in schicker Optik macht. Aber wenn es noch ein bisschen an Kraft fehlt, immerhin, sie weiß sich in Szene zu setzen. Tja, bis dahin, ciao zusammen.